Ja, und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Morgen da sein darf. Als der Matthias Saladin mich vor einiger Zeit angefragt hat, und dann hat er gesagt, weißt du, verschiedene Daten, da könntest du dir überlegen, ob du da möchtest predigen. Und ein Datum ist dann eben der 7. August gewesen, und dort ist gestanden freie Wahl, weil es eben Summer Celebration ist. Und dann dachte ich, freie Wahl, das ist sehr gut. Das ist mein Datum. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe ganz viele Ideen, Nagelpflege, könnte man darüber reden. Und dann hat der Matthias gesagt, nein, das geht nicht. Also so frei ist es dann eben doch nicht gewesen. Aber nein, ich habe von Anfang an gewusst, was ich an diesem Sonntag gerne möchte mit euch durchgehen. Und das Thema von heute ist Stiftshüttengebet. Stiftshüttengebet, so Untertitel, ein Gebet in Gottes Gegenwart. Und das ist ein Gebet, das ich schon seit 25 Jahren kenne. Und es hat mir, als ich das vor 25 Jahren kennengelernt habe, hat mir das wie so einen neuen, anderen Zugang in die Gegenwart von Gott gegeben. Und das ist ein Gebet, das ich seitdem immer wieder einmal für mich die Heime bete. Wenn ich merke, ich weiss nicht, wie ich zu Gott komme, dann nehme ich das vor und dann bete ich das. Und es hat mir wie so einen anderen Weg oder eben einen anderen Zugang gegeben. Und das ist etwas, was wir zusammen heute Morgen hier in diesem Raum machen können. Es ist aber vor allem etwas, was ich mir wünsche, dass du die Heime eben auch immer wieder machen kannst. Und jetzt keine Angst, du musst nicht irgendwie alles aufschreiben und krampfhaft versuchen, dir alles zu merken. Wenn du möchtest, dann kannst du am Schluss, wenn du da dann rausgehst, kannst du so ein Handout mitnehmen und dort sind alle die Punkte und alle die wichtigsten Sachen sind auf diesem Blatt dabei oder drauf. Und du kannst das heimnehmen und du kannst das für dich die Heime eben auch beten. Und die Predigt heute Morgen, die ist eben wie so in 2 Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist, ich mache so eine kurze Einführung in das Stiftshüttengebet. Was ist das? Warum überhaupt? Und dann in einem zweiten Teil werden wir das alle zusammen, aber jeden alleine für sich eben gerade durchbeten. Und wenn du denkst, das klingt sehr komisch, das heißt, ich muss dann in diesem zweiten Teil vielleicht ganz lange aufs WC, ich spüre es jetzt schon ein bisschen, das Grummeln da, dann tue ich dich ermutigen, es ist im Fall halb so wild und ich werde dich ganz gut da durchführen und du kannst sehr entspannen. Und jetzt beim ersten Teil darfst du sowieso ganz entspannt da sitzen. Warum Stiftshüttengebet? Wichtig ist einmal, das Wort Stiftshüttengebet, das gibt es in der Bibel nicht. Das findest du nicht. Du musst es also nicht suchen gehen, du musst mir auch nachher kein Mail schreiben. Christine, das gibt es im Fall nicht, das weiss ich. Aber es gibt das Wort Stiftshütte. Und die Stiftshütte, das ist nämlich, Gott hat am Mose die Anweisung gegeben, wo das Volk Israel durch die Wüste Sinai gewandert ist, jahrelang, hat Gott dem Mose den Auftrag gegeben und hat gesagt, bau mir einen Ort. Ich will, dass du, Mose, mir einen Ort baust, wo ich ganz nah bei meinem Volk sein kann und wo mein Volk bei mir sein kann. Er sagt im 2. Mose 25,8, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann. Stell dir vor, da ist ein Gott so groß und so mächtig und der Gott sagt, ich will nicht weit weg sein, ich bin schliesslich Gott, sondern er sagt, ich will mitten unter meinem Volk sein. Ich will dort sein, wo ihr seid. Ich will dir begegnen. Und er sagt dem Volk, das durch die Wüste wandert, dann baut mir ein bewegliches, dann baut mir ein portables Heiligtum, damit ich bei euch und unter euch sein kann. Und als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, dann hat er das Wort Stiftshütte gewählt, weil, das habe ich gelesen, Stiftshütte zu dieser Zeit so viel wie bedeutet hat wie ein offizieller Begegnungsort. In der Sprache vom Alten Testament ist ein Wort genommen worden, das man könnte übersetzen mit Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Begegnung. Baut mir ein Zelt, wo ich, grosser Gott, euch Menschen begegnen kann. Baut mir ein Zelt, wo ich, grosser Gott, mit euch Menschen zusammenkommen kann. Weil das war und ist immer noch die tiefste Sehnsucht von Gott. Er will mit den Menschen, die er liebt, er will mit dir, er will mit mir zusammen sein. Er will dir, er will mir begegnen können. Und dann hat Gott ganz genaue Anweisungen gegeben, wie die Stiftshütte aussehen soll. Es war ein bisschen wie bei Ikea. Wir werden in etwa 5 Wochen werden wir zügeln. Wir haben gestern den Schlüssel bekommen von unserem neuen Haus. Es ist sehr spannend. Wir freuen uns sehr, aber das
Es gibt auch so ein paar Sachen, wo man so ein bisschen Bauchweh macht. Ikea. Ich weiss, irgendwann in den nächsten Wochen werden wir noch in die Ikea fahren und wir werden mit einigen so Schachteln zurückkommen. Und dann musst du diese Schachteln auspacken und du musst das Teil dann auch irgendwie zusammenbauen. Und am Anfang von unserer Ehe ist so Ikea-Aufbau eine grosse Belastungsprobe gewesen. Wir sind immer kurz vor einer Ehekrise gewesen, oder schon anfangs Ehekrise. Das war nicht gut gewesen. Und inzwischen, und es stimmt im Fall wirklich, inzwischen sind wir sogar recht stolz, schauen wir uns an und finden so, gell, das machen wir schon, das können wir. Und es gibt vielleicht mal so ein oder mal so ein ungeduldiges Wort, aber wir sind langsam Ikea erprobt. Und trotzdem graut es mir von dem Moment, wo ich gefühlt seit 23 alle Schritte durchgemacht habe, bis Punkt 57 merke, Hannes, wir hätten das eine Teil von Punkt 4 trotzdem müssen so rein tun, dass die Löcher oben sind. Das geht so nicht. Und dann fangst du wieder von vorne an. Und du hast das Gefühl, die hören nicht auf, diese Punkte. Das geht und geht immer weiter. Und wenn du das Gefühl kennst, es hört nicht auf, dann frag doch mal den Mose, wie es ihm gegangen ist. Gott hat ganz genaue Anweisungen gegeben, wo was stehen muss, wie das es gefertigt muss sein, aus was das es muss gemacht werden, wie das es muss ausgerichtet sein, für was das es da ist, wie das man es muss handhaben. Ganze 7 Kapitel lang im 2. Mose beschreiben den Aufbau und die Handhabung der Stiftshütte. Da ist Ikea ein lauwarmer Furz. Und der Mose wäre sehr froh gewesen um ein paar Bildchen. Die hat er nämlich nicht gehabt. Und wo dann die Stiftshütte fertig gebaut war, haben die Priester ganz genau gewusst, was die einzelnen Geräte und die einzelnen Orte bedeuten. Sie haben ganz genau gewusst, wann sie was, wo, warum, wie machen müssen, um vorbereitet zu sein, um Gott zu begegnen. Und ich habe euch mal ein Modellbild von einer Stiftshütte mitgebracht. So hat das ganze Areal von dieser Stiftshütte ausgesehen. Und grob kann man die Stiftshütte so wie in 3 Teile aufteilen. Ganz einfach gesagt, dort der erste Teil, wo du die vielen Leute siehst, und das sollte ein bisschen so ein Feuer sein dort in der Mitte, die Qualität ist nicht so gut, aber dort in der Mitte, das ist vor dem Zelt, das ist der Vorhof. Das gehört eigentlich noch nicht, es ist noch nicht die Stiftshütte, aber es gehört zur Stiftshütte. Das ist der Vorhof und in diesem Vorhof, da haben alle Israeliten mit einem Opfer dürfen reingehen. Und nachdem kommt eben das Zelt. Und auf dem zweiten Bild sieht man dann das Zelt. Und das ist dann das Zelt der Zusammenkunft oder das Zelt der Begegnung, das ist die Stiftshütte. Und auch da sehen wir, das sind ganz viele verschiedene, ganz genaue, wie die Türen angeordnet sind, wie sie gewoben sein und so weiter. Das Zelt an sich, das ist dann wieder aufteilt gewesen. Und als erstes war in diesem Zelt der Vorraum, das sehen wir im nächsten Bild. Und in diesem Vorraum, oder auch Heiligstes hat das geheißen, in diesem Vorraum haben nur die Priester Berechtigung gehabt, um reingehen. Und hinter diesem Vorraum, auch noch in diesem Zelt rein, dann ist das ganz als letztes, sozusagen als 3. Stufe, das sehen wir auf dem nächsten Bild, ist dann das Allerheiligste gekommen. In diesem Allerheiligsten ist die Bundeslade mit diesen 10 Geboten auf dem. Dieser Bundeslade ist dann der Sühnedeckel oder Gnadenthron, hat man dem auch gesagt. Das ist dort, wo Gott wohnt. Und das Allerheiligste, da hat nur der Hohepriester einmal pro Jahr am Versöhnungstag dürfen reingehen. Das hat die Gegenwart von Gott, das ist schon viel zu viel gewesen. Und er hat dort einmal pro Jahr reingehen können, mit Opfertier, um für sich und für das gesamte Volk Israel Vergebung von ihren Sünden zu bewirken. Und das Heiligste, der Vorraum, war abgetrennt mit einem Vorhang von dem Allerheiligsten. Und der Aufbau im fixen Tempel, der war nachher ganz gleich gewesen. Auch da hat ein Vorhang das Heiligste, der Vorraum, vom Allerheiligsten abgetrennt. Und wenn wir uns daran erinnern, wo Jesus gestorben ist, da ist der Vorhang verrissen zu dem Allerheiligsten. Und der Zugang
und Vergebung und Begegnung mit Gott ist für alle und immer möglich. Und wenn ich mir das vorstelle, Gottes tiefste Sehnsucht ist, dass er dir und mir begegnen kann. Er will mit mir zusammen sein, dann haut mich das um. Und trotzdem, ich habe oft keine Ahnung, ja, wie begegne ich dem Gott. Ich weiß es zwar, aber es ist irgendwie so schwierig im Alltag innen wirklich Gott zu begegnen. Und jetzt kommt eben Stiftshüttengebet ins Spiel. Die Geräte, die Stationen von dieser Stiftshütte, die Symbole von dieser Stiftshütte, die können auch in der heutigen Zeit für dich und mich wie so eine Bedeutung haben. Und wir können durch die Stiftshütte wie innerlich durchgehen. Wir können von diesen einzelnen Stationen innerlich stehen bleiben. Wir können dort beten. Wir können darüber nachdenken und überlegen, was bedeuten denn die Stationen oder was haben die bedeutet zu dieser Zeit und was bedeuten sie heute. Wir können uns vorbereiten auf Gottes Gegenwart. Und das nennen eben viele Stiftshüttengebet. Und es ist eigentlich nichts anderes wie so ein Gebetsparcours anhand von diesen Orten und Stationen von dieser Stiftshütte. Und das ist etwas, was ich seitdem immer wieder bete. Und jedes Mal ist eine andere Station für mich wichtig. Jedes Mal redet Gott an einem anderen Ort für mich. Und manchmal bleibe ich schon bei der ersten Station stehen und merke, mehr brauche ich gar nicht. Das ist völlig egal. Aber ich fordere oder ich lade dich ein, dass du da so mitmachen kannst. Und das ist vielleicht eben ein bisschen ungewohnt für dich, mit all diesen Leuten zusammen das zu machen. Probier es einfach aus und lass dich überraschen für das, was Gott für dich parat hat. Und wir gehen jetzt alle zusammen innerlich durch den Gebetsparcours durch. Und der Mann, der mit mir als einziger IKEA-Möbel aufbauen kann, das ist eben mein Mann, der wird jetzt dann auf die Bühne kommen und wird uns in dieser Zeit begleiten mit dem Piano, damit es nicht ganz so still ist in dieser Zeit, wo es eben still ist. Und ich fordere dich raus, mach es dir möglichst bequem, soweit das möglich ist, auf diesem Sitz da. Ich werde es mir nachher eben auch bequem machen, darum ist der Sessel da. Mach die Augen zu und lade dich auf das ein. Wir werden nicht durch die Stationen durchrennen. Ich mache jedes Mal so wie eine kurze Einführung und nachher gebe ich dir Zeit, um ein bisschen dort zu verweilen, dort hängen bleiben. Wenn du merkst, irgendwie deine Gedanken gehen weiter und du bist gar nicht bereit zum Weiterhören, dann mach es nicht, dann ist es gut, wenn du dort hängen bleibst. Mir ist es noch wichtig, dass wir in dieser Zeit mit Gott reden und nicht untereinander. Also wenn es möglich ist, dann sind doch bitte ruhig in dieser Zeit, dass ihr nicht einander stört. Jetzt muss ich noch schnell etwas trinken. Die Augen zumachen und stell dir vor, du bist in der Wüste. Die Sonne, die brennt und es ist heiß. Es ist richtig, richtig, richtig heiß. Sogar der Wind ist heiß. Und vor dir siehst du ein riesengroßes Zeltdorf. Dort wohnen die Israeliten, die durch die Wüste ziehen. Und wo du in das Zeltlager so reinkommst und durch die vielen Zelte durchlaufst, siehst du, dass in der Mitte ein grosses Zelt steht. Und das Zelt ist umgeben von einem Zaun. Und es gibt genau einen Eingang durch diesen Zaun. Dort hängt ein grosser, vierfarbiger Vorhang. Der strahlt richtig warm und einladend. Und der Vorhang, der erinnert uns an Jesus. An Jesus, der mit offenen Armen dasteht und dir sagt, komm zu mir. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg zum Vater. Ich will dir alles abnehmen, was dich hindert, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und schau Jesus an. Schau, wie er da steht mit weit ausgestreckten Armen. Und schau, wie er dich anschaut. Und dann siehst du nämlich seine Augen. Seine Augen sind voller Liebe. Und er sagt zu dir, komm zu mir. Egal wie es dir geht, egal wo du gerade drin steckst, egal was du kannst, egal was du nicht kannst.
Und da bei diesem Vorhang wird dir bewusst, Jesus wartet tatsächlich mit weit offenen Armen auf dich und ladet dich ein, in Gottes Gegenwart zu kommen. Schau, und er sehnt sich nach dir. Und vielleicht merkst du da, mein Herz sehnt sich auch nach Gott. Nimmst du die Einladung an? Was sagst du zu Jesus? Und Jesus nimmt dich an der Hand und er geht mit dir durch den vierfarbigen Vorhang durch. Und dann kommst du in den Vorhof hinein. Und vor dir siehst du den Brandopferaltar. Der ist ganz aus Bronze gemacht und in der Mitte brennt ein Feuer. Da an diesem Ort ist die Schuld, sind die Sünden der Israeliten auf unschuldige Opfertiere übertragen worden. Und auf dem Brandopferaltar sind dann Tiere verbrannt worden, damit die Israeliten Vergebung für ihre Sünden bekommen haben. Aber du kommst nicht mit einem Opfertier. Du kommst mit Jesus an der Hand. Und da bei diesem Brandopferaltar, da kannst du dich daran erinnern, dass Jesus dein unschuldige Opferlamm ist. Dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist. Durch sein Blut hast du Vergebung, hast du Reinheit und hast du ein neues Leben bekommen. All deine Fehler, all deine Gebrechen, all deine Krankheiten, all deine Minderwertigkeitsgefühle, Sorgen, Ängste, Verletzungen, Enttäuschungen, alles hat Jesus auf sich geladen. Er hat es am Kreuz getragen und er hat es überwunden. Und da bei diesem Kreuz, wo ein Ort der Gnade ist für dich, da kannst du Jesus antworten. Da kannst du zum Beispiel Jesus danken fürs Kreuz. Aber du kannst ihm auch deine Schuld, deine Scham, deine Sorgen, deine Krankheiten, deine Minderwertigkeitsgefühle, deine Ängste, Verletzungen, Enttäuschungen, das kannst du ihm geben. Und du darfst es austauschen. Du darfst es austauschen mit seiner Vergebung, seinem Sieg, seinem Frieden, seinem Leben, seiner Perspektive, seiner Kraft, seiner Freude, seiner Identität und seiner Würde. Was bringst du heute an das Kreuz? In welchem Bereich streckst du heute deine Hände Jesus entgegen? Und dann schau in deine Hände und schau, was Jesus dir anstelle gibt. Und so lässt du alles bei diesem Brandopferaltar oder beim Kreuz zurück. Und in dieser Freiheit, in dieser Leichtigkeit führt dich Jesus weiter zu einem Waschbecken. Das Waschbecken ist riesengroß. Innen drin ist es ganz aus Spiegel gemacht und es ist gefüllt mit frischem Wasser. In diesem Becken
sind die Priester an dem Tag, wo sie als Priester eingesetzt worden sind, ganz komplett im Wasser untertaucht. Und das erinnert uns an die Taufe. Es erinnert an den Herrschaftswechsel in deinem und in meinem Leben. Und da bei diesem Becken kannst du dich wieder neu entscheiden und dein Leben unter Gottes Herrschaft stellen. Du kannst Jesus sagen, ja Jesus, du bist mein Herr, du lebst durch mich. Ich kann abnehmen und Jesus, du kannst zunehmen. Mit dem Wasser aus dem Waschbecken haben sich die Priester aber auch regelmäßig ihre Hände und ihre Füße gewaschen. Und darum ist das Waschbecken auch ein Symbol für unsere tägliche geistliche Hygiene. Und da bei diesem Becken kannst du Jesus bitten, durchforsch du mein Herz, durchforsch du meine Gefühle, meine Gedanken, durchforsch du, Jesus, mein Innerste. Wasch mich rein, was ich aus Egoismus, aus Leistungsdrang, aus Stolz mache, was ich mache, um anderen Menschen zu gefallen, was ich mache aus falscher Religiosität oder falscher Sicherheit. Nimmst du weg. Jesus, deine Liebe, deine Annahme, das soll meine Antriebskraft sein. Bring dein Herz zu diesem Waschbecken. Und Jesus nimmt dich weiter. Du verlässt den Vorhof und du trittst in das Zelt von der Zusammenkunft ein. Dort, wo nur die Priester hin dürfen. Du gehst zwischen den 5 goldenen Säulen durch und kommst in den Vorraum. Die Gegenwart von Gott wird immer spürbarer und immer greifbarer. In diesem Vorraum Gold gemacht. Er ist gefüllt mit Öl und an jedem von diesen 7 Armen leuchtet eine Flamme. Eine Flamme, die Tag für Tag, Stunde für Stunde immer brennt. Der Leuchter ist die einzige Lichtquelle in diesem ganzen Zelt. Aber er erhält den ganzen Raum und die 7 Flammen scheinen warm und einladend. Und das Öl von diesem Leuchter ist das Symbol für den Heiligen Geist. Er ist der Geist vom Leben und er bewirkt das Gute in uns. Er ist auch der Geist von der Wahrheit, von der Liebe, von der Weisheit, von der Erkenntnis. Er ist der Geist von der Einsicht, von der Kraft, von der Besonnenheit, von der Ehrfurcht vor Gott und der Geist vom Rat. Und Gott möchte dich beschenken. Er möchte dich jeden Tag mit seinem Geist neu füllen, auch heute. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich heute füllt. Wo brauchst du Rat? Wo brauchst du Weisheit? Wo brauchst du Erkenntnis? Wo brauchst du Besonnenheit? Lass dich beschenken, lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Du drehst dich um und auf der rechten Seite vom Zelt siehst du einen kleinen, eigentlich bescheidenen Tisch. Aber auch der ist ganz mit Gold überzogen. Und auf ihm liegt Schaubrot. Das ist schön angeordnet, 2x6 Brot. Die 12 Schaubrote, die erinnern an die 12 Stämme von Israel. Und sie sind uns ein Symbol für den Liebe von Jesus, ein Symbol für die Ordnung in der Gemeinde, in der Kirche.
Und da kannst du dich entscheiden, deinen Platz in deiner Gemeinde, in deiner Kirche einzunehmen. Dass du dich auf eine gute, auf eine gesunde Art und Weise hineingeben willst. Da kannst du auch für deine Gemeinde, für deine Kirche beten und einstehen. Die Schaubrote auf dem Tisch, die erinnern uns aber auch daran, dass Jesus über sich selber sagt, ich bin das Brot vom Leben. Es erinnert uns daran, dass Jesus all unsere Bedürfnisse stillen will. Jesus ist die Quelle, von ihm kommt alles, er kann unseren inneren Hunger stillen. Er ist dein Versorger, geistlich, seelisch, körperlich, finanziell. Und da kannst du dich fragen, von welcher Quelle lebe ich eigentlich? Von was ernähre ich mich? Wer oder was stillt meine Bedürfnisse? Da kannst du Jesus sagen, wo du Hunger hast. Da kannst du Jesus sagen, du Jesus bist mein Brot vom Leben. Du bist mein Versorger und du meinst es gut mit mir. Und Jesus nimmt dich weiter und ihr bleibt vor dem Räucheraltar stehen. Der befindet sich ganz kurz vor dem Allerheiligsten. Der Altar ist aus Akazienholz gemacht und auch der ist mit Gold überzogen. Auf diesem Altar werden Gewürze und Weihrauch verbrannt und der ganze Raum ist erfüllt von dem Duft, der vom Räucheraltar aufsteigt. Und an diesem Ort kann dein Dank, kann dein Lob, kann deine Anbetung aufsteigen wie so einen feinen Duft. Da kannst du in Ehrfurcht, aber auch in Begeisterung deine Hände zu Gott aufstrecken. Da kannst du dein Herz zu ihm aufheben. Du kannst Gott anbeten, für wer er ist. Du kannst ihn loben, du kannst ihm danken. Und einmal mehr nimmt Jesus dich an der Hand. Und ihr steht zusammen vor dem Vorhang. Der Vorhang, der das Heiligste vom Allerheiligsten abtrennt. Und wo du vor dem Vorhang stehst, siehst du, der Vorhang ist verrissen. Und dir wird bewusst, weil Jesus gestorben ist, darf ich jederzeit durch den Vorhang durch in das Allerheiligste, in Gottes Gegenwart. Durch Jesus bist du in Gottes Augen würdig, bist du rein und bist du heilig. Und stell dir vor, Gott, der Vater, er freut sich auf dich, er wartet auf dich. Und so gehst du mit ihm durch den zerrissenen Vorhang durch. Und da bist du ganz bei Gott, ganz bei deinem himmlischen Vater. Im Allerheiligsten, da siehst du die Bundeslade mit den 10 Geboten. Und auf der Bundeslade ist der Sühnendeckel, der heisst auch Gnadenthron. Und so stehst du vor dem Gnadenthron vor Gott. Und obwohl er so gewaltig, so mächtig, so heilig, heilig, heilig ist, streckt er dir seine Hand entgegen. Und er sagt dir, meine Tochter, mein Sohn, ich habe auf dich gewartet. Und da, wo du ganz nah bei Gott bist, da darfst du ihm alles sagen. Du darfst ihn alles fragen, du darfst ihn alles bitten. Du kannst aber einfach ganz still auch bei ihm sein und auf seine Stimme hören und hören, was er zu dir und über dich sagt.
Du darfst mit deinen Tränen, du darfst mit deinen Fragen, du darfst mit deiner Wut, mit deiner Freude, mit deiner Begeisterung, mit deinen Ideen, mit allem, was du bist, kannst du bei ihm sein. Du kannst aber einfach auch deinen Kopf auf seinen Schoß legen und seine Gegenwart geniessen. Und Vater im Himmel, was ist es für ein Vorrecht, einen Gott zu haben, der sich sehnt nach uns? Was ist es für ein Vorrecht, einen Vater im Himmel zu haben, der sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das sagst du im Jeremia 31,1. Und Vater, bei dir sein, das ist ein guter Ort. Das ist ein Ort, wo wir immer wieder hinkommen wollen. Weil du meinst es gut mit uns. So danke ich dir, dass du uns liebst. Und so danke ich dir auch, dass deine Liebe uns durch die ganze nächste Woche begleiten will. Amen.